Ja, meine lieben Freunde, wir sind jetzt im Mondsee angekommen und wir werden morgen ein Kochvideo drehen, und zwar ein Brauhausgulasch, und wir freuen uns schon richtig und wir hoffen, dass wir die Kulisse kriegen, direkt am See. So, Dicker, was machen wir morgen? Ein geiles Essen und Besäufnis. und direkt am Mondsee. Richtig. Also, wir sind sehr gut angekommen und das Wetter ist absolut geil. Und wir freuen uns schon auf morgen. Schaut mal den See. Ja, meine Freunde, ja, das ist halt Österreich. Österreich ist eine ganz andere. Ist schon geil. Ja, das ist so geil. Österreich ist ganz was anderes. Das ist so, die haben eine Ruhe beieinander. Das ist echt der Wahnsinn. Deswegen haben sie andere Berge wie wir. Ja. Die sind richtige Berg. Also keine so Pappmasche wie bei uns. Und ein echtes Wasser drin. Nie von der Bootwanne raus. Verstehst du? Einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt muss ich zuerst einmal meine Schauen wir dann auf. Dampfen auffüllen. Das sind die Rinder. Ja. Wahnsinn. Die Rinder Die Rinder. von mir, Linda. Na, also das geht gar nicht. Tanken. So. So, Vögel hier. Na, ist alles da, passt doch. Du halt. Ja, die haben doch gar keine Glocken am Hals. Nein, die brauchen Also wir dann jetzt frühstücken, Nee, bei uns gemütlich. haben die alle Glocken. Und später schauen wir mal im See runter, wie es da so ausschaut. So, jetzt haben wir gut gefrühstückt. Am Nachmittag geht es zum See runter. Auf das freuen wir uns schon, gell? Du ein Dicker, oder? Logisch. Wann willst du denn überhaupt anfangen? Aufbauen du im halben Dreh. Das schon ist dort steht. Also wir haben eine mega geile Location. Also viel Spaß dann beim Video Brauhausgulasch Am Mondsee. am Mondsee. Wir können dann hier halbe trinken zum Frühstück, oder? Oh nee, kann ich dir jetzt schon anfangen, du legst mit Musch. Was? Da dreht es mich ja. Ja, ist doch wurscht. Bei 31 Grad Hitze kriegen wir heute. Da können wir schon mal eine Frühstückshalbe trinken. Also hier kann man es richtig gut aushalten. Mondsee ist definitiv ein Urlaub wert, aber wir sind ja bei Bekannte, gute Freunde. Ist schon cool. Also Daniel, auf den schönen Urlaub. Auf den schönen Kurzurlaub. Prost, meine Jungs. Prost. Eine geile Kulisse. Das ist schon mal was. Also das ist schon mal gigantisch. Kann man es richtig aushalten. Es ist warm, aber das ist im Schatten. Genau. Das
ist total angenehm. Das ist das Geile an der ganzen Sache. Ja, servus, grüß euch. Wir machen heute ein Brauhausgulasch direkt am Mondsee. Und jetzt werde ich gleich einmal den Brikett zuhurzen. Ich habe dabei den Petromax FT6. Zick. 21, 24. Ja, wir sind jetzt hier im Mondsee und wir brauchen für das Brauhausgulasch, haben wir gesagt, wir nehmen kein Rindergulasch. Wir haben 2,5 Kilo Schweinegulasch. Dann brauchen wir 1 Liter dunkles Bier, 1 Liter Gemüsebrühe. Dann brauchen wir 3 Paprika klein geschnitten. Und was haben wir noch? Wir haben 6 große Zwiebeln klein gewürfelt. Ja. Und dann brauchen wir Paprika, ein bisschen Majoran, Pfeffer, nochmal ein bisschen Pfeffer, Cheyenne, Tomatenmark brauchen wir ein bisschen was und Salz. Also recht viel brauchen wir eigentlich gar nicht. Und ich würde sagen, jetzt warten wir bis die Kohlen fertig sind, dann legen wir los. Und das im Mondsee. Also wir haben 31 Grad Hitze, gigantisch, aber mega geil. So, das Gulasch stellen wir schon mal auf. Ein sehr gutes Schweinegulasch vom Metzger des Vertrauens. Also wir sind jetzt am Strand da und da müssen wir ein bisschen improvisieren. Das heißt, ich kann das nicht so fein machen wie daheim auf dem Tisch. Das machen wir einfach zack und gut ist. Ja. Da holen wir schon mal den Deutschofen. Und das wird schon heiß werden. Dann brauchen wir mal einen guten Schuss Öl. Ja, darf schon ein bisschen was rein. Den ein bisschen ausrichten. Und dann würde ich sagen, wir fangen mit dem Gulasch an und dann kommen die Zwiebeln hinein und dann legen wir los. Brauhausgulasch mit Schweinegulasch. Geht schneller wie Rindfleisch und gut ist. Aber weißt du was? Ich scheiße jetzt da nicht lang rum, alles rein. So, wir brauchen jetzt eine kleine Rüstung und dann hauen wir die Zwiebeln rein. Ah, das riecht ja jetzt schon geil. Der Duft ist jetzt schon bombastisch. Ja, ich bringe jetzt keine richtige Rüstung mit rein, aber das brauchen wir ja nicht. Eigentlich wollte ich eine richtige Rüstung reinbringen. Aber ich kann da herunten da schlecht so werken wie daheim auf dem Tisch. Aber das macht ja nichts. Wichtig ist, es schmeckt. Ja. Und jetzt hauen wir gleich einmal die Zwiebeln rein. Schnell, schnell und einfach. Da haben wir noch ein bisschen Tomatenmark rein. Oder darf schon was rein. So, schaut schon ganz gut aus.
Da haben wir schon mal das Bier rein. Ja. Ich nehme aber Kala Malz und ein normales dunkles. Also bei 2,5 bis 3 Kilo Gulasch. So. Dann brauchen wir noch ein bisschen Rinderbrühe. So. Dann brauchen wir ein bisschen Majoran. Ein bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer. Ah, das schaut doch geil aus. Ist das ein leckerer Gulasch. Ein bisschen an scharfen Paprika. An Süßen. Und das war's schon. Dann eine Dosen gestückelte Tomaten. Auf die Seite die Kohlen verteilen. So, und dann wieder drauf. Also der Duft ist der absolute Knaller. Steht der Dutchofen. Ja. Und wir freuen uns schon richtig aufs Gulasch. Also Mondsee live hier. Einfach mega schönes Wetter. Und das sind unsere ganzen Gäste hier. Ja. Der Ferdi. Und Ferdi sieht man auch vorne. Wunderbar und schön. Das habe ich mir schon gedacht, der Janka. Halt,
Der Duft ist unglaublich. Also besser kann es gar nicht sein. Brauhausgulasch aus dem Dutchofen hier am Mondsee und ich kann es einfach wieder zeigen. Eine mega Kulisse. So, wir werden jetzt noch mal nachschauen. Es sind jetzt ungefähr 2 Stunden rum. Dann würde ich sagen, oh, schaut euch das an. Wir rennen jetzt noch mal ein bisschen um. Ist das ein leckeres Gulasch? Jetzt tun wir noch die Paprika rein und dann ungefähr noch mal eine halbe Stunde und dann ist zum Essen. Ja, das tun wir jetzt noch mal schön drunter rühren. Wir werden das Ganze jetzt mal probieren. Das Fleisch zerfällt schon. Wow! Wir haben noch einen Schluck dunkles Bier. Und da haben wir noch ein bisschen Sahne rein. Also das ist echt der Hammer. Also wirklich ein leckeres Brauhausgulasch, so wie man Brauhausgulasch macht. Also hier am Mondsee ein absoluter Traum. Also kann ich nur sagen, eine sehr schöne Kulisse. Perfekt. Also Mengenangaben, Pi mal Daumen, habe ich diesmal keine, aber das Gulasch schmeckt erst schon wunderbar. Und dann warten wir noch mal eine gute halbe Stunde und dann ist fertig. So, 2,5 Stunden sind rum. Jetzt schauen wir da noch mal nach. Oh, schaut das an. Einfach nur geil. Ja? Einfach geil. Ja? Also ich könnte mir reinlegen, so mega geil wie das schmeckt. Der Duft unglaublich. Also richtig schön hier, schaut euch das so. Aber ich würde sagen, wir lassen es noch mal so 20 Minuten und dann dürfte es fertig sein. So, Deckel drauf. So, Gulasch ist fertig. Ah, Das ist viel zu heiß. einfach. Also ich kann mir reinlegen, das sage ich dir gleich. Viel zu heiß zum Essen. Quatsch. Der wird jetzt ganz frech sein. Ja, dann fang du. Nein, Nein, ich möchte für den Opa was aussuchen. ich will jetzt für den Opa für auf was auf Zeit für morgen. Jetzt kannst du mal ein Video machen, wir verpflegen auch Ich würde die mal sagen, ältere wir können die Generation. Decke schon in die Ohren tun. Ja. Wir verpflegen sogar die Senioren. Ja, schaut es euch an, das sind alle die Senioren. Essen auf Rädern. Ich tue mir jetzt einfach mal einen Batzen aus, aber ich möchte gerade schnell. Der zweite Schöpfer, wir haben dann Die haben einen TÜV. Achso, der ist bei den anderen Nudeln. Schau mal her, so macht man das. Nee, macht man normal nicht. Daniel, hau da was raus. Ja, ich rohre noch kleiner. Das schmeckt mit Sicherheit nicht, der leere Teller. Schmeckt Ja?
Also wie gesagt, wir lassen uns schmecken. Brauersgulasch aus dem Deutschofen hier am Mondsee. Macht es noch. Eine mega geile Nummer. Und lasst ein Abo da, Daumen nach oben, Kommentar würde mich freuen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Also habe ich dir, Helmut, die Janka wünschen mir. Macht es gut. Servus.